Hallo und herzlich willkommen da zurück bei mir mit City Skylines und also wir schauen da jetzt gerade auf meine Stadt runter, respektive auf mein Königreich, habe ich das mal einst genannt gehabt. Und ja, ich habe gerade gesehen, da stimmt natürlich etwas so einiges nicht mehr, und zwar das Gebiet da, das existiert eigentlich gar nicht mehr so in dem Rahmen. Sondern das hat sich ja ein bisschen geändert. Da haben wir jetzt keine Forstwirtschaft mehr, sondern das ist einfach ganz normale Industrie. Die andere Frage ist jetzt natürlich, wie sieht das aus mit Ressourcen? Jetzt muss ich da mal schnell schauen. Ressourcen, wo haben wir da die Ressourcen? Wahrscheinlich da. Jawohl. Also da oben haben wir fruchtbares Land, das ist schon wunderbar. Interessiert mich weniger. Ich sollte eigentlich Erz, was ich habe. Erz, die sind da unten. Okay, das heisst, da können wir einfach die normale Industrie sein. Das ist absolut in Ordnung so. Dann lassen wir doch das so. Wahrscheinlich gehen jetzt die alle ein. Die haue ich ab und dann kommt da wahrscheinlich normale. Also normale, einfach die andere, ja doch, die normale Industrie hin. Ja, die erste haue ich schon wieder ab und das ist schon sehr gut so. Dann, wie sieht es aus mit Feuerwehr? Feuerwehr haben wir eigentlich da oben praktisch keine. Ist ein bisschen blöd natürlich, das Ganze jetzt. Jetzt muss ich mal schauen, wo wollte ich denn da die Feuerwehr hin tun? Vielleicht da so, oder vielleicht da so. Oder wie sieht es aus, wenn ich sie da hin tun? Da erreicht sie natürlich extrem viel. Ich denke, da ist gut. Bamsk. Haben wir da überall Feuerwehr. Müsste das eigentlich schon bald alles grün werden. Zumindest nicht mehr rot. Also tiefrot bleiben, das wäre sehr schlecht. Ja, es bessert sich, Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann ein weiteres kleines Problem, das ich habe, ist da die grusigen Ausläufe. Die wollte ich eigentlich nicht mehr hier haben, sondern die wollte ich hier abnehmen. Und das mache ich doch jetzt gerade. Und zwar mache ich das auch nicht mit diesen grusigen Ausläufen, sondern ich mache das mit den, wie sagt man denen da, den, ja, kann ich es jetzt noch sagen? Wasseraufbereitungsanlagen, Kläranlagen, genau das Wort habe ich eigentlich gesucht. So, 2 Stück sollte die Länge. Verbinden wir das Ganze doch mal zuerst einfach mal so gegen so und dann ab da dann irgendwie da rauf. Das müsste klappen. So. Dann brauchen wir natürlich auch noch Strom für das Ganze. Den Strom, den ziehe ich jetzt einfach einmal. Jetzt mal schauen, der Strom. Wieso nicht auch von da? Das ist jetzt momentan natürlich sehr hässlich. Hat Verbesserungspotenzial. Ich ziehe ihn jetzt einfach mal mitten im Wasser durch. Ich meine, wieso auch nicht? So an der Straße entlang, vielleicht bis hierhin. So, und dann hierhin. Bam. Müsste das Ganze jetzt auch Strom haben. Jawohl, da kommt der Strom und es läuft. Wunderbar, das heisst, ich kann das jetzt mal schliessen und dann die 2 wegmachen. Ja, und ja, weg mit euch und alles ist in Ordnung. Hoffe ich. Wasserpumpen, die laufen, die sind, ja, die machen was sollen. Und das Teil muss auch verschwinden. Das muss weg. Ja, das hätte ich gerne abreißen. Dann können nämlich da die Stromverbindungen, die brauche ich, glaube ich. Dann haben wir wenigstens da oben alles schön sauberes Wasser, sowieso auch muss sein.
Jetzt, was habe ich noch machen? Ich kann noch irgendetwas machen. Uns fehlen noch gebildete Arbeiter. Das ist aber gar kein Problem, die werden bald kommen. Bin ich absolut davon überzeugt. Ich sage, das Polizeihauptquartier, was macht eigentlich das Polizeihauptquartier? Jetzt müssen wir mal zuerst schauen, was macht das Polizeihauptquartier. Das Polizeihauptquartier kann eine große Flotte von Streifenwagen unterhalten und gleichzeitig auf zahlreiche Vorfälle reagieren. Die Polizeipräsenz hilft bei der Kontrolle der Kriminalitätsrate und sorgt für Sicherheit und Zufriedenheit der Bürger. Ja so denn, ja so. Und Polizeiwachen, Streifenwagen werden von der Polizeiwache losgeschickt, um in der Stadt zu patrouillieren und auf kriminelle Aktivitäten zu reagieren. Ich würde mal sagen, wir machen hier etwas gegen die Wirtschaftskriminalität. Und zwar, wieso nicht gerade da so? Da so. Da so. Das sieht doch nicht schlecht aus. Ist ziemlich alles dann abdeckt. Jawohl, das zieht sich schön durch, das ist wunderbar. Also haben wir auch da schön Polizei rum, Polizeipräsenz. Und Parks, ich habe keine Ahnung, Parks. Wie funktionieren Parks in dem Game? Ich habe effektiv keine Ahnung, ich weiß nicht. Es ist verwirrend, es ist wirklich einfach nur verwirrend. Was ist denn das? Shoppingstatue. Shopping ist eine wunderbare Sache. Die Shoppingstatue erinnert die Leute ständig an die Glückseligkeit, etwas zu kaufen. Anforderung für den Bau des Hadron Colliders. Okay, keine Ahnung, was das ist. Die Statue des Wohlstands ist die Statue des Wohlstands. Nein, eben nicht. Die Statue ist die Personifizierung des Wohlstands der Stadt. Anforderung für den Bau des Weltraumlifts. Ich glaube, so eine haben wir schon irgendwo. Aber ist mir jetzt momentan ziemlich wurscht. Da ist sie, glaube ich. Nein, das ist eine andere. Kein Problem. Ich mache sie trotzdem. Vielleicht so da so eine. Hat die da Platz? Nein, hat sie nicht. Aber da vielleicht so. Ja, wieso nicht? Statue des Wohlstands. Bam. Wäre die da auch ein bisschen glücklicher. Jetzt mal schauen, was man sonst noch machen könnte, dass die noch ein bisschen glücklicher werden. Wir haben da ganze Haufen können wir da machen. Was können wir da? Wir brauchen 10'000. Wir haben ja schon 10'000. Ach so, Wohngebiet mit 10'000 Quadraten gebaut. Ja so, ja so. Mhm. Ja gut, das müssen wir, auf das müssen wir noch ein bisschen warten. Was können wir sonst noch machen? Wir können Parks machen. Parks, wieso auch nicht? Ich frage mich, wieso ich da so wenig kann, aber es ist absolut okay. In japanischen Garten. Gefällt mir sehr, japanischer Garten, wieso auch nicht? Machen wir doch da einen nehmen. Bamsk. Da sind die auch ein bisschen glücklicher. Und vielleicht da noch so einen. Bamsk. Die auch ein bisschen glücklicher. Und dann vielleicht noch, ist jetzt ein bisschen gross, der ist noch ein bisschen grösser, der ist kleiner. Vielleicht da so. Oder vielleicht da so. Damit auch die Arbeiter ein bisschen zufriedener sind. Keine Ahnung. Und da braucht es natürlich auch noch etwas. Machen wir noch da irgendwie so etwas hin. Oder vielleicht so etwas. Ja, mal, das sieht nicht schlecht aus. Machen wir da so etwas hin. Um da die Grundstückpreise in die Höhe zu jagen, das ist absolut okay. Und vielleicht da noch so. Ist der noch? Ja, der ist noch. Ja, mal, müsste eigentlich funktionieren. Jetzt gerade auf die Gebäude da oben geschaut habe. Müsste eigentlich funktionieren so. Lassen wir uns überraschen. So, Wohngebiet. Wir sehen, wir haben mittlere Nachfrage nach Gewerbegebieten. Gehen wir mal schauen. Also, wir haben hier Gewerbegebiet. Das ist alles Gewerbegebiet da. Also natürlich nicht ganz alles, aber doch ein Haufen. Etwas, was ich jetzt ausprobieren wollte, ist folgendes, und zwar die Straße da. Eine zweispurige Kiesstraße geeignet für Anliegerstraßen, gut für geringes Verkehrsaufkommen. Denke ich, das wäre vielleicht nicht einmal so eine leidige Sache. Probieren wir es einfach mal aus, würde ich meinen.
Und zwar machen wir das nicht durchgehend, sondern ich würde das dann gerne so machen, dass wir einfach da noch ein bisschen können, keine Ahnung, irgendetwas da halt rein tun, Dingse. Wie zum Beispiel würde ich gerne da eigentlich noch ein bisschen Wohngebiet machen. Und zwar so ein bisschen kleineres Wohngebiet. So etwa so etwas und so etwas. Und dann da vielleicht noch ein bisschen Gewerbezone. Nein. Das ist falsch. Warte jetzt mal. Ich möchte gerne. Jetzt habe ich eine Idee nämlich. Und zwar vielleicht so da runter. So, genau. Dann können wir nämlich jetzt da Gewerbegebiet machen, aber ich möchte eigentlich nur gerne in diesem Bereich da. So. Und dann da aber nicht mehr. Genau. Gewerbegebiet und dann da noch so ein bisschen kleineres Wohngebiet. Und dann noch vielleicht, jetzt muss man mal überlegen, vielleicht da noch Gewerbegebiet. Würde eigentlich noch reinpassen. Und vielleicht da noch ein Gewerbegebiet. Nein, oder da. Genau, das wär's. Da vielleicht noch ein Gewerbegebiet. Da war, glaube ich, mal ein Park gewesen. Da noch ein Gewerbegebiet und da und... Ja, da wird ich eigentlich nicht allzu viel. Vielleicht so. Das müsste dann eigentlich schon lange. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt, wie sieht das da unten aus? Das sieht eigentlich mal so leid aus. Ich glaube, es funktioniert. Ja, es funktioniert. Wunderbar. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich absolut. Das ist wunderbar so. Da sehen wir, die Verschmutzung nimmt langsam aber sicher ab. Genauso wie es muss sein. Und jetzt bin ich auf der Suche nach etwas ganz Speziellem. Und zwar, wo ist unser Zuganschluss? Der ist hier hinten. Natürlich in einem Feld, das uns nicht gehört. Mal schauen, kann ich das Feld irgendwie aufkaufen? Ich könnte das Feld aufkaufen. Oder das Feld. Hätten wir dann dort einen Zuganschluss? Da hätten wir einen. Dann müsst ihr nur schauen, wie ich dann von da hinten den Zug, oder respektive, oh, da hat es ein paar Gebäude, die nicht mehr so sind, wie es sollte. Ich mache das gerne in dieser Ansicht, da sehe ich es ein bisschen besser, welche Gebäude das genau sind. Nämlich das da, das da, das und das. Das sind glaube ich alle die fällende Arbeiter haben. Jetzt muss ich mal schnell schauen, wieso fällt da Arbeiter. Zum Beispiel, ups, was habe ich jetzt da gemacht? Oh. Ernsthaft jetzt? Scheiße. Ich habe da eine Arztpraxis gemacht. Dennoch Arztpraxis. Wieso auch nicht? Braucht sicher nicht genügend Arbeiter. So. Verfügbare Arbeitsstellen sind 8. Und zwar da. Ungebildet. Wir brauchen mehr ungebildete Arbeiter. Könnt ihr haben. Irgendwann mal dann. Irgendwann bekommen ihr sicher ungebildete Arbeiter. Müsst euch noch ein bisschen müssen noch ein bisschen abwarten und dann funktioniert das Ganze schon. So, ich habe jetzt natürlich da ziemlich wild durcheinander gebaut. Jetzt möchte ich mal schnell schauen, wie sieht das aus mit der Bevölkerung, mit dem Bildungsgrad von der Bevölkerung. Also wir haben 50% hochgebildet, gut gebildet, wir haben nur 8%, die ungebildet sind. Das ist natürlich sehr wenig jetzt. Und wir sehen, also so in den Ballungszentren da sind sie eigentlich sehr gut gebildet. Was mich jetzt ein bisschen erstaunt, ich habe gedacht, so die grossen Häuser haben wahrscheinlich ein bisschen mehr Probleme mit Bildung und so, aber anscheinend ist dem nicht so. Ist einerseits natürlich sehr positiv, andererseits stört es mich jetzt doch ein bisschen. Und Zufriedenheit, mal schauen, wie sieht es da aus mit der Zufriedenheit. Ich glaube, ich tue einfach mal, ich probiere es jetzt. Mal schauen, wie das rauskommt. Wir haben jetzt da, haben wir ja die kleineren Quartiere, würde ich jetzt mal sagen. Und die tue ich jetzt einfach mal
als die grossen zuweisen da. Mal schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ist klar, die sind jetzt natürlich sehr unglücklich darüber, aber bald wird ja da etwas Neues gebaut, wo sie dann hoffentlich ein bisschen glücklicher darüber sind. So, wie sieht es aus mit dem Verkehr? Staumäßig haben wir ja jetzt wieder langsam ein kleines Problem. Und zwar ist das Problem eigentlich der Kreisverkehr da. Also es fließt, das ist nicht das Problem, der Verkehr fließt, aber halt sehr langsam. Das ist das Problem. Und zwar weil die kommen hier von der Autobahn und gehen hier auf die 6-spurige. Was eigentlich ja nicht das Problem ist. Was ist denn das Problem? Kann man jetzt zum Beispiel, jetzt muss man mal etwas schauen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, du bist eine grosse Straße. Nein, das geht. Mal da wird es gehen. Da geht es nicht weg. Oh, okay. Ich probiere jetzt mal etwas. Und zwar, du musst jetzt mal schnell da raufkommen. Ist ja eigentlich gleich woher. Hauptsache es ist weg. Und jetzt möchte ich doch gerne mal schauen, ob sich die ganze Verkehrssituation ein bisschen beruhigt, wenn ich jetzt da eine Riesenstraße anbaue. Und es scheint ein bisschen etwas zu bringen. Es scheint ein bisschen etwas zu bringen, ja. Jetzt sehe ich aber noch ein anderes Problem, das ich hier habe. Und zwar die Kreuzungen hier. Zum Beispiel die hier, die ist nicht so gut. Jetzt mal schauen, die Straße geht da rechts weg. Und so, okay. Also müsste ich eigentlich aus dieser Straße hier eine Einbahnstraße machen, die nach oben geht. Was klingt da so komisch? Ah, da aber brennt es. Wieso ist die Feuerwehr nicht? Ah ja, die Feuerwehr nicht weg, neu hält. Ist ja klar gewesen. Ja, nun, dann ist es halt abbrennt. Ah, jetzt kommt anfangs die Feuerwehr, ja, jetzt ist es spät. Jo. Also heisst das, ich muss die Straße wegreißen und dann hier eine Einbahnstraße hinpflastern. Einbahnstraße hinpflastern. So. Schon mal da ein bisschen weniger Verkehr und das müsste dann eigentlich funktionieren. Genau, jetzt haben wir da nämlich nicht mehr, wo man steht. Was ist das da für ein Gebäude? Ah, geh weg. Ein Gebäude ist abgebrannt, ja, was du nicht sagst. Gut, also ich muss jetzt schauen, dass die Feuerwehr irgendwie wieder reinkommt. Also, mal, ja, das funktioniert doch wunderbar. Feuerwehr. Vielleicht halt gleich noch da eine hin. Aber da würde ich dann wahrscheinlich eine kleine lange. So. Dann hoffe ich, sind die Brände im Industriegebiet eingedämmt. Ich hoffe jetzt einfach mal ganz stark. Da gleich noch ein paar verlassene Gebäude. Das sind wahrscheinlich wieder die, wo die Arbeiter fehlen. Das tut mir ja sehr leid, dass ich so eine gebildete Stadt habe. Ich tue jetzt die einfach mal vorsorglich schon abreißen, weil die ja sowieso irgendwann wieder eingehen. Da haben wir noch das abgebranntes Gebäude. Jo. Okidoki. Ich würde sagen, der Verkehr ist einigermaßen beruhigt.
Ich weiß nicht, ob das gescheit ist. Vielleicht sollte ich das anders lösen. Vielleicht sollte ich das so lösen, dass zum Beispiel die Straße da nicht durchgehend ist, sondern halt dann nur eine Idee. Probiere jetzt das mal schnell, ob das echt funktioniert. Und zwar, das ist ja eine kleine Straße gewesen, und zwar mache ich da jetzt einfach nur eine zweispurige, aber nicht bis ganz hin, sondern die kehrten da wieder. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Das heisst, da haben wir schon mal eine Kreuzung weniger. Das heisst, da gehen sie rein und dann können wir eigentlich da nochmal genauso machen. Gerade mal ausprobieren. Das heisst, die Straße, nein, zuerst mal abreißen das Ganze. So nämlich, und dann, ui, jetzt was war denn das gewesen? Ich habe da gerade das Fenster offen und darum hat jetzt irgendwie so eine PET-Flasche gemeint, sie müsse sich bewegen. Mich natürlich fast zu Tode erschrecken. So, jetzt können wir da wieder alles schön als wie sagt man, Industriegebiet markieren. So. Das da natürlich auch, das auch, das auch, das auch, das auch. So, jetzt haben wir da wieder ein Industriegebiet und da müsste eigentlich alles noch in Ordnung sein. Nein, der da hat noch gefehlt und das da so. Und dann, wie sieht es da unten aus? Da fehlt ganz ein Haufen. Das darf natürlich gar nicht sein. Und alles neu wieder einzonen da, dass das schön Gewerbe, nein, natürlich Industriegebiet ist. So. Nämlich. Und dann müsste das wieder funktionieren. Ob das Ganze funktioniert, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Würde ich mal meinen. Und dann bin ich mich schon mal verabschieden von euch und sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.